So, hallo ihr Lieben zu der Hour of Prayer. So, es ist Osterdienstag. Ich hoffe, ihr habt ein wunderbares, schönes, kraftvolles Osterweekend erlebt. Wir haben bei uns in ICF Zürich und auch den Location ein wirklich spektakuläres, kann es nicht anders sagen, Wochenende hinter uns mit so vielen Angeboten. Das hat schon angefangen in dem Sinne mit der Passionsweg, mit dem Pessachessen hier live vor Ort und auch online. Und dann zusammen hatten wir das Ostermusical, Ostersonntag Celebration. Wir hatten nach jedem Musical einen Worship Night. Hat geendet am Sonntagabend mit einer Resurrection Party. Mit der Auferstehungsparty, also ein mega krasses Weekend hinter uns. Und ich kann euch nur sagen, ich bin so dankbar für die Botschaft zu wissen, er ist auferstanden. Also sucht ihr den Lebenden bei den Toten, Jesus ist auferstanden. Darum habe ich auch den Titel ausgewählt und er kommt eigentlich aus einem Zeitungsartikel, aus einer Zeitung von Zürich. Da war der Titel gewesen, Menschen, die an etwas Höheres glauben, also Menschen, die auch gläubig sind, die sind glücklicher und auch gesünder. Und ich habe gedacht, wow, also wenn Menschen, die nicht an Gott glauben, ein Feedback einholen und einfach mal die Christen beobachten und sagen, doch, die haben eine andere Substanz als Menschen ohne Gott. Und das hat mich mega motiviert, einfach zu wissen, das, was eigentlich die Bibel uns sagt, glücklich sind die sind wie Bäume gepflanzt an den Wasserbächen. Die Früchte werden aufgehen und sie werden aufblühen. Das liest man ja so, aber manchmal haben wir das Gefühl, nee, das stimmt bei mir nicht. Aber es gibt doch viele, viele Bereiche in uns, wo die Fülle und die Herrlichkeit Gottes eine Kraft bekommen hat, so eine Fahrt bekommen hat, dass man manchmal vergisst, weil man eben unterwegs ist, hat man vergessen, wo man gestartet ist und wo man heute ist. Und dann merkt man, ist nicht mehr die gleiche Person wie vor 10 Jahren, 5 oder 20 Jahren. Wenn man zurückschaut, merkt man plötzlich, wow, die Wegstrecke hat Gott so viele Wunder bewirkt. Ja, das ist schon eine krasse Aussage, wenn man hört, wir Christen sind glücklicher. Und wir haben 6 Punkte aus der Message auch für heute mitgebracht, die eben genau 6 verschiedene Aspekte anschauen, wo das denn diese Person, die den Artikel geschrieben hat, findet, dass Christen glücklicher sind. Und jetzt kann es ja sein, dass der eine oder andere Punkt dich triggert, weil du das nicht so empfindest. Das ist ja immer relativ, oder? Wir beurteilen dann das subjektiv, er hat es von außen beurteilt und genau für diese Bereiche wollen wir beten. Und ich habe mir aus der Message vom Sonntag, vom Ostersonntag aufgeschrieben, welches Chaos möchtest du mit seiner Hilfe aufräumen? Weil einer dieser Punkte löst bei dir vielleicht das Gefühl aus, dass du da überhaupt nicht so empfindest, wie man das von außen betrachtet, dass wir Christen da besser abschneiden. Ja, das tönt auch so wertend. Es geht gar nicht darum, dass wir besser abschneiden, aber dass sich da die Kraft von Gott in unserem Leben noch nicht vollends auswirkt. Und genau dafür, für diese 6 Punkte wollen wir miteinander beten. Dass die Frage stellt, welches Chaos möchtest du aufräumen mit der Hilfe von Gott? Wenn ich von Chaos spreche, spreche ich nicht nur davon, dass vielleicht in einer Familie ein Chaos ist oder sage es mal in einer Gesundheit ein Chaos, sondern ich möchte über das Chaos auch sprechen, das die meisten von uns haben in den Gedanken. Da oben herrscht manchmal ein unvorstellbares Kopfkino, ein Riesenchaos. Und es kann aber auch sein, deine Gefühle, die gehen irgendwo hin und du sagst, also diese Wegstrecke, die will ich gar nicht gehen, aber wo bin ich jetzt plötzlich gelandet? Und ich habe es ganz praktisch erlebt. Ich habe ja ich werde ja fast noch bis am Montag in einer Woche und ich habe meine Agenda, wer meine Agenda kennt, ich habe so eine Paper-Agenda und dann schreibe ich da ein bisschen rein, schon nächstes Jahr, ich habe Anfragen bekommen und dann schreibe ich das mal rein und dann irgendwann wird sich das ergänzt und am Schluss sieht das ein unvorstellbares Chaos aus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel für mich spreche, ich habe jetzt nicht ein familiäres Chaos, aber ich habe zum Beispiel in meiner Agenda, ich sage jetzt mal ein Chaos in dem Sinn, es ist wie überladen. Es ist alles, geht alles auf, solange es aufgeht, aber es ist immer sehr, sehr am Limit und ich merke, da hat gar nicht mehr so viel Platz. Und ich habe jetzt diese 4 Wochen mir Zeit genommen, die Agenda aufzuschlagen und ich muss überlegen, wo kann ich Dinge absagen oder wo gehe ich da nicht mehr hin und wo kann ich wieder Raum nehmen. Das ist ein ganz praktisches Beispiel jetzt bei mir zum Beispiel in der Agenda. Und dann, wenn ich jetzt für dich bete, kann sein, das ist deine Agenda, es kann sein deine Gefühle, es kann sein deine Gedanken, es kann wirklich auch familiär etwas sein. Ich glaube, wir alle haben einen Bereich, sage ich jetzt mal, wo man merkt, da ist noch nicht die Fülle Gottes, da ist noch nicht der Frieden eingezogen. Ich bete mit dir zusammen für diese Themen, dass der Heilige Geist dir die
Augen öffnet und dir auch zeigt, wie du das auch in deiner Art lösen kannst. Weil ich liebe am Heiligen Geist, er kommt nicht mit einem neuen Vorschlag und sagt, oh, krasser Vorschlag, aber ich weiß nicht wie, das ist nicht meine Art. Also es ist immer das Sprechen Gottes, hat immer zu tun mit deiner Art. Gott fördert uns in unserer Art. Gott bringt auch die Talente in uns hervor, die schon in uns drin sind. Also mit anderen Worten würde Gott sagen, das ist nicht Neues. Es ist alles schon in dir drin, sondern ich bin wie eine Zwiebel. Gott schält manchmal Schale um Schale weg, um das herauszubringen, was eigentlich schon in uns drin ist. Und darum Chaos ist auch wieder etwas, was auch sein kann von außen, wo der Feind vielleicht gewisse Dinge auflädt, von Stress, von Sorgen, von Missgunst, von Krankheit, was auch immer das ist. Und das können wir wieder ausladen im Gebet. Vater im Himmel, ich halte jetzt dir mein Chaos dir hin. Und das sind ja ganz, ganz praktische Bereiche, sei es in meinen Gedanken, wo ich wie das nicht mehr stoppen kann. Es dreht und es dreht und es dreht wie ein Hamsterrad und es hört nicht mehr auf zu drehen. Aber auch da, wo ich meinen Gefühlen wie nicht loslassen kann. Menschen, die mir bewusst oder unbewusst wehgetan haben oder Dinge, die ich vielleicht bewusst auch falsch gemacht habe, wo mein Gefühl mich anklagt, wo mein Gefühl mir sagt, du hast es selber ja verbockt und du hast dich selber in diese Lage hineinmanövriert. Und egal, was ich gemacht habe, du hast mich nicht einen Moment verlassen, aber auch mein Familienchaos oder mein Familiendrama, wo ich drin bin. Und ich lege das alles auf deinen Tisch. Und man kann auch sagen, auf den Altar Gottes. Man legt es hin und es liegt da offen da. Man ist für alle Leute sichtbar. Es ist nicht verborgen. Es kommt an das Licht. Man kann es lesen. Man kann es feedbacken. Es ist einfach offen und ehrlich. Lege dich jetzt das auf den Tisch. Und ich lade dich jetzt ein, das für dich auch zu machen, dass du dein Thema wie offen auf den Tisch legst, wie wenn man etwas auspackt aus einem Kartonschachtel und hinlegt auf den Tisch und alle können es anschauen. Und das ist der Moment, wo Gott das ansieht und er kennt ja alle diese Dinge schon, aber auch der Moment, wo Gott eingreift. Weil wir haben nicht einen Gott, der sagt, oh, interessant, keine Ahnung, wie man das löst. Nein, er hat gesagt, wenn wir um Hilfe bitten, dann wird er nicht an uns vorbeigehen. Er stoppt, er nimmt Notiz, er nimmt seinen Arm, er spricht ein Wort und Dinge werden wieder lebendig. Und ich halte dir das hin und jetzt, wenn du das Gott so hinhältst, ist es mega wichtig, dass du auch ganz kurz wie ruhig wirst und auch auf die Stimme hörst. Und der Heilige Geist, der spricht jetzt zu uns. Und es ist eine Stimme in unserem Herzen. Es kann eine Stimme sein in deinen Gedanken, es kann ein Gefühl sein, aber Gott spricht jetzt, wie du dein Chaos auch anpacken kannst. Es gibt immer eine Sache, die man unternehmen kann und das eine ergibt das andere. Und ich liebe es, wenn wir einfach diese Zeit nehmen, wo wir einfach Gott hinhören. Wir haben einen sprechenden Gott, einen lösenden Gott, nicht einen richtenden Gott, einen verurteilenden Gott, einen Missgunstgott. Nein, er ist unser größter Förderer, er ist unser lieber Vater. Er ist unser Vater. Ein Vater kümmert sich um seine Kinder, wie ein leiblicher Vater für seine eigenen Kinder. Das halten wir dir alles hin. Susanne, du hast einen Bibelvers aufgeschrieben in 1. Korinther 1, Vers 18 und den finde ich eben mega motivierend, was der Paulus sagt. Die Botschaft vom Kreuz ist nämlich für die, die ins Verderben gehen, eine Dummheit. Aber für uns, die gerettet werden, ist sie Gottes Kraft. Also es ist eine Kraft Gottes, wenn wir unsere Themen hinhalten, ist es nicht einfach so, es führt mich zum Tode. Nein, Gott greift ein, Gott hört und Gott nimmt Notiz. Das Erste, was wir beten wollen, ist Glaube an Gott, der uns Sinn im Leben gibt. Ja, und vielleicht hast du eben genau in deinem Glaubensleben ein Chaos, weil die Aussage ist schon, kann herausfordernd sein oder kann für dich auch anstößig wirken, dass der Glaube an Gott dir Sinn im Leben gibt. Und genau da, wo du den Sinn verloren hast im Leben und du trotzdem an Gott glaubst oder vielleicht zweifelst
hast schon längere Zeit und genau das dir den Sinn raubt, da möchten wir beten. Also das kommt ja aus einem Zeitungsartikel. Also die Zeitung sagen, Menschen, die an Gott glauben, die haben einen Sinn im Leben. Die können Dinge ganz anders einordnen, auch Dinge auch anders bewerten und auch anders beurteilen. Und das ist wirklich so, weil wir sind nicht am Blatt im Wind und sagen, okay, der Zufall hat irgendwie eingeschlagen und das ist irgendwie auf random. Nein, der Sinn im Leben, hat zu tun, dass ich weiß, es gibt einen Schöpfergott, der hat mich gewollt, er hat meinen Namen gegeben, er hat mich geprägt im Leibe meiner Mutter. Du kennst alle diese Sätze. Aber es bedeutet, wenn ich weiß, ich bin kein Zufallsprodukt, dann weiß ich, ich habe eine Bestimmung. Ich habe einen Auftrag auf dieser Welt. Ich habe Fähigkeiten bekommen, nicht nur für mich. Ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein für andere Menschen. Und plötzlich merkst du, Gott ist ein multiplikativer Gott. Es ist Wachstum, es ist Schöpfung, es ist Schönheit. Und die Welt sagt, wenn wir Christen anschauen, ihr habt einen Sinn im Leben, der vielen Menschen fehlt, weil wenn man das nicht hat, ist man so in einer Untergangsstimmung. Die Welt geht unter und das Klima wird uns alle ausrotten. In dem Sinn. Es gab auch mal eine Eiszeit, Menschen haben es auch überlebt. Und sie sagen, es ist nicht so, dass wir unsere Augen zumachen von den Problemen. Das ist gar nicht das Thema. Aber wir halten unsere Augen fixiert auf den, von dem wir kommen. Und das ist ein Riesenunterschied. Ja, und wie gesagt, wenn du dich so fühlst und irgendwie den Sinn vom Leben ein bisschen aus den Augen verloren hast, dann möchten wir gerne für dich beten. Ich habe den Bibelvers Johannes 10, Vers 10, wo es heißt, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe das Leben und dies im Überfluss. Und was mir dazu in den Sinn kommt, ist das Theater, das wir am Sonntag in der Message gehabt haben. Vielleicht hast du die Message gesehen und kannst dich daran erinnern, vielleicht schaust du die Message auch einfach noch nach. Da war diese Ölwanne, wir haben das so dargestellt mit einer schwarzen Farbe und zuerst macht es Freude, da hineinzuschauen, sein Spiegelbild zu sehen und dann die Arme so reinzutauchen, was ein Sinnbild ist für Sünde oder für Dinge, die Gott eigentlich anders gedacht hätte in unserem Leben. Und dann plötzlich hat er gemerkt, oh nein, jetzt bin ich komplett voll von diesem Öl und ich kann das nicht mehr abwaschen. Das ist genau der Feind. Der kommt und er gaukelt uns vor, als wäre dies oder das lebenswert und als wäre dies oder das die Fülle von unserem Leben. Aber eigentlich kommt er, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Und wo du dich jetzt, sind schon starke Worte, wenn man das so hört. Aber genau da, wo du dich so fühlst, da möchte ich jetzt hineinbeten, dass eben Jesus mit seinem Blut kommt und du wieder Leben empfindest. Und himmlischer Vater, du weißt genau, wo jede Person von uns bildlich gesprochen Freude daran fand, an Dingen, die eigentlich nicht von dir initiiert sind. Man kann es auch Sünde nennen, wo wir einfach das Ziel verfehlt haben. Und jetzt merken wir, dass wir da gefangen sind und dass wir nicht mehr loskommen. Und genau da, wo es auch beeinflusst, dass wir den Sinn vom Leben verloren haben, bitte ich dich, Jesus, komm und wasche uns rein. Komm und richte unseren Blick wieder auf das, was von dir kommt und nicht auf das, was uns der Feind so hineinbringt und uns ablenken will. Ich bitte dich, da wo Chaos in meinem Kopf entstanden ist, über den Sinn von unserem Leben, macht das wirklich Sinn, dass wir uns so fest auf dich fokussieren, dass wir auf gewisse Dinge verzichten, weil wir eigentlich wissen, dass uns das weiter wegbringt von dir und plötzlich reißt es ein. Komm in dieses Chaos, Jesus. Ich brauche deine Hilfe. Und du kannst das gerne zu deinem eigenen Gebet machen. Komm, Jesus. Ich nehme deine Hand und ich sehe jetzt den Petrus, wie er untergeht. Er ist aufs Wasser gegangen, er hat alles gut gemeint und dann plötzlich die Angst und der Wind und die Sorgen, dass er sinkt. Er konnte nicht mehr auf dem Wasser gehen. Der Glaube hat aufgehört. Und dann hat er zu dir geschrien und du hast seine Hand gefasst und sofort hast du ihm deine Hand hingestreckt. Danke für deine Hand, ich brauche sie heute.
Das Zweite, was die Medien sagten, und für das wollen wir auch beten, sie haben gesagt, Gottes Wort gibt uns klare Weisung. Sie haben gesagt, Menschen, die an Gott glauben, die vertrauen darauf, dass ihr Leben gelenkt wird und das nimmt eine Entspanntheit weg, es nimmt auch einen Stress weg, weil du weißt, ja, es ist immer noch Gott der gute Hirte. Und du hast einen Bibelvers aufgeschrieben in Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Und das ist ein krasses Statement, dass sie sagen, Menschen, die an Gott glauben, die vertrauen darauf, dass Gott sie leitet und führt. Also das wird über uns ausgesagt. Und das kann auch manchmal ein bisschen so naiv tönen, aber es ist eben nicht naiv, sondern ich finde, wenn ich weiß, es gibt einen super guten Reiseführer und ich war noch nie in der Stadt und ich habe von nichts eine Ahnung, dann ist es ein bisschen arrogant zu sagen, ja, ich kann das selber und ich weiß, wo die guten Restaurants sind. Es ist viel einfacher, wenn jemand dich an die besten Orten so direkt wie möglich führt und du wirst viel mehr in dem Sinn auch sehen können. Und ich werde jetzt mit dir zusammen beten, weil es gibt 100 Pro gewisse Bereiche, wo uns wie der nächste Schritt fehlt, wo wir gerne wissen wollen, wo möchte Gott uns hinführen. Und lieber Gott im Himmel, du hast gesagt, du bist der gute Hirte. Du leitest und du führst mich auf frischen Wiesen, auf das Wasser, auf die Hügel, du deckst den Tisch, du bereitest ein Haus vor, alle diese Eigenschaften. Und ich lege dir diese Lebensbereiche hin, wo mir effektiv Weisheit mangelt, wo ich so gerne eine Antwort auf gewisse Fragen, die ich habe, hätte. Und du hast gesagt, wenn uns Weisheit mangelt, dürfen wir dich bitten darum und du wirst uns Weisheit austeilen. Und während wir jetzt für Weisheit beten, ist es wichtig zu wissen, es gibt verschiedene Arten, wie wir zu der Weisheit Gottes kommen. Es kann sein, du bewegst ein Thema rauf und runter, wie man ein Brot käut, bis man merkt, jetzt ist es runter, jetzt habe ich es geschluckt, jetzt ist es im Magen, jetzt kann man das verdauen. Es kann sein, dass du ein Thema vielleicht kaust. Das bedeutet, man denkt darüber nach. Das ist auch eine Art und Weise, wo Gott zulässt. Aber es gibt auch den Moment, wo plötzlich so ein Gedanke kommt, bumm, wie ein Blitzlicht vom Himmel. Es kann aber auch sein, dass dich jemand auf den nächsten Schritt wie raufhebt und du plötzlich merkst, oh, in diesem Level war ich noch gar nie. Und du plötzlich etwas in einer ganz anderen Perspektive siehst wie vorher. Also du merkst, die Weisheit Gottes ist nicht einfach etwas, es kommt was vom Himmel, du bist getauft mit Weisheit und du hast plötzlich alle Antworten auf Fragen, die du hast, sondern es kann verschiedene Arten geben, wie Gott dir den Weg leitet. Aber eine Sache sagt die Bibel, wenn wir das Wort Gottes lesen, auch wieder, wenn wir uns beschäftigen mit der Art, mit dem Charakter, mit den Taten, mit den Zusagen Gottes, das Essen, Trinken, Meditieren, dann wird er uns den nächsten Schritt offenbaren. Und das bedeutet, vieles von dem, was ich vorhabe oder in meiner Seele gerne hätte, ist seelisch, ist nicht mal so göttlich. Das ist in meiner Perspektive, in meiner Vorstellung, was ich gerne hätte. Aber wenn ich beginne, mich mit Gott auseinanderzusetzen, streifen sich diese Themen plötzlich weg und sie sind wie nicht mehr da. Und plötzlich sieht man kristallklar, wie wenn der Nebel wegzieht und man sieht die Sonne klar vor sich stehen. Das ist das gleiche Bild. Und ich danke dir, Vater im Himmel, dass du mir hilfst, diese Themen auf die Seite zu schieben, die mich daran hindert, wie der Nebel, den Blick zu sehen, was du vor meine Füße als nächstes gelegt hast. Und es ist schon da, nur oft sehe ich das nicht. Und ich danke dir, dass du mir diese Weisheit austeilst, dich mich in meiner Art und Weise mir auch begegnest. Ja, und ich bitte dich für dieses eine Wort, das ich jetzt hören muss und dass ich auch verstehe, was du mit diesem Wort meinst. Und dass du es einfach eröffnest und offenbarst. Und ich empfange jetzt dieses Wort von dir, dass genau diese Weisung ist, wie es da steht.
Also wenn wir jetzt für Verweisung sprechen, ich weiß, das ist ein Thema, wo viele Leute beschäftigt, wenn jetzt Verweise bitten, wie funktioniert das? Es gibt wirklich, das ist wichtig, dass du weißt, es ist nicht immer so, dass Gott mit einem Wort kommt. Das macht Gott. Gott kann ein Wort geben, akustisch oder einen brennenden Dornbusch bei Moses, das ist alles nicht ein Thema. Aber wenn das Gott so spektakulär macht, musst du wissen, du brauchst ein spektakuläres Wunder, weil du wirst spektakuläre Hindernisse haben. Es ist immer das eine, gehört immer mit dem anderen zusammen. Das eine, was ich oft erlebe, ist, du hast einen Gedanken und man kaut den wie ein Brot über mehrere Tage, bis man merkt, jetzt ist es runter und es ist plötzlich klar. Das Zweite ist, durch Bibellesen und mit Gebet und Fasten bedeutet das, Themen, die mich blockieren von sag jetzt mal, meiner eigenen Seele, sind plötzlich weg und man sieht Kristall weiter. Das andere kann sein, dass dir plötzlich aus dem Nichts rauskommt ein Namen in den Sinn oder ein Gedanke aus dem Nichts raus. Du hast es nicht mal geplant, ist eine Art und Weise. Oder jemand sagt etwas und denkst, genau diesen Satz hat mir gefehlt und plötzlich wird das Bild klar. Oder man macht eine Liste und sagt, was spricht dafür und was spricht dagegen. Also auch Weisheit ist nicht einfach so, man wartet passiv. Der Glaube ist immer was Aktives. Also man wartet nicht passiv. Auch in einer Geduldsphase, wo man warten muss, wartet man nicht mit Daumen drehend, sondern Josef im Gefängnis hat nicht passiv gewartet. Er hat das gemacht, was vor den Füßen lag und er hat das mit Hochglanz gemacht. Darum, ich möchte einfach sagen, der Glaube ist immer was Aktives. Darum auch die Weisheit, um das kurz zu erklären, hat ganz verschiedene Komponenten. Und der nächste Punkt, wo wir gerne dafür beten, ist, der Glaube an Gott beeinflusst unser Gesundheitsverhalten. Und vielleicht hast du gerade Chaos in deiner Gesundheit. Und da möchten wir hineinbeten, weil genau die Punkte, die ja, wie du sagst, aus der Zeitung kommen, aber wir selber nicht so erleben, heißt nicht, dass sie einfach falsch sind, sondern die halten wir Gott hin, die halten wir Jesus hin, die halten wir dem Heiligen Geist hin, heute, jetzt mit Hour of Prayer und sagen, Gott, da erlebe ich das nicht so und ich brauche deine Hilfe. Und in 1. Korinther 6, Vers 20 steht, Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört, lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Und das Schöne ist, wenn wir so einen Bibelvers lesen oder so ein Statement, eben das nicht ganz dem entspricht, wie wir es empfinden, oder ich kann sagen, ja, doch, ich empfinde es so, und trotzdem, Heiliger Geist, gibt es etwas, wo du den Finger drauf legst in meinem Gesundheitsverhalten. Und das möchten wir jetzt tun. Ihm einfach Raum geben, dass er sprechen kann, der Heilige Geist, dass er in Bezug auf meine Gesundheit, auf deine Gesundheit jetzt sprechen kann. Magst du das machen? Ja, ich bete, weil es kann auch bedeuten, dass man jemand wie nicht vergeben will oder nicht kann und es ist ein harter wirklich Schlag gewesen und das geht auf deine Psyche, das geht bis hinein in deine Seele, bis hinein in deine Gesundheit und darum Christen, die vergeben können, und das ist wirklich eine Entscheidung, das hat nichts zu tun mit Gefühlen, weil Jesus hat im Kreuz gesagt, ich fühle es jetzt gerade, euch zu vergeben. Er hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das Wort, sie wissen nicht, was sie tun, hat bedeutet, es ist schmerzhaft, es ist nicht fair, es ist total unter jedem Limit. Das hat Jesus ausgedrückt und dennoch hat sich entschieden, ich bin nicht bereit, in dieser Bitterkeit zu leben. Und ich halte dir diese Themen hin, wo ich vielleicht ein unerfülltes, ich habe wie ein Manko, also wenn man ein Manko hat, von zu wenig Liebe, Annahme, Bestätigung, dann kann es sein, dass man in Süchte reinfällt, um etwas zu kompensieren, was man nicht hatte. Also wie gesagt, es kann sein, man kann nicht vergeben, man kompensiert etwas. Das sind vielleicht auch gewisse Muster, die da sind. Was auch immer das ist, danke ich dir, dass du hast gesagt, dass die an dich glauben, denen werden alle Sünden und Fehler vergeben. Und wir werden in deinen Wunden geheilt. Und ich nehme diese Heilung jetzt bewusst in Anspruch. Und wenn ich jetzt bete für Heilung, dann bete ich auch ganz, 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 ganz bewusst, dass der Heilige Geist sogar Themen aufzeigen kann, wo der Finger drauf legt, wo ich merke, es hat einen Ursprung, dass ich jetzt da gelandet bin, wo ich bin. An meinem Körper, in meiner Psyche, in meinen Emotionen. Krankheit ist was Geistliches, weil der Feind ist was Geistliches. Er kommt geistlich herein und es sind auch geistliche Themen. Und ich bin dir dankbar, dass ich einen Gott habe, der eine Offenbarung schenkt. Du bist nie alleine in keinem Thema.
Aber ich danke dir, dass du gesagt hast, und das nehme ich für mein Leben in Anspruch, was auch immer der Grund ist, dass ich da bin, wo ich bin. Du hast gesagt, in deinen Wunden mache ich und heile ich dich im Namen von Jesus Christus. Ich bin gesund. Ich bin kein Sklave mehr. Ich bin nicht mehr körperlich gebrochen, weil du hast gesagt, in deinen Wunden geschieht Heilung und aus deinen Wunden fließt eine Kraft, die die Menschen, die Welt niemals uns geben kann. Amen. Also du Amen. merkst, wenn wir beten, beten wir immer als einen Dialog. Also man kann nicht einfach nur beten, Gott mach mich gesund. Also das kann man schon. Aber es ist immer auch ein Hinhören. Kann es sein, dass es ein Einfallstor gibt? Es ist nicht immer so, dass jede Krankheit hat ein Einfallstor. Aber es ist auch nicht immer so, dass es nie der Fall ist. Darum, du merkst, wenn man betet für ein Thema und man bringt das Anliegen zu Gott, das ist kein Problem. Du kannst genauso sagen, wie du bist. Du musst dir nicht viel überlegen. Aber dann halte kurz inne und hören, sag zu Gott, kann es sein, dass ich irgendwo eine Türe aufgemacht habe. Das ist eine Frage, die du stellst. Und wenn du nichts hörst, dann ist es gut. Aber stell die Frage immer wie so als ein Reflex. Weil dann kommst du in einen Dialog rein, nicht einfach nur Monolog. Ich habe es gesagt und ich renne weg und ich möchte nichts hören. Darum, du merkst, wenn wir beten, beten wir immer auf zwei Seiten. Das eine, Gott kann sofort heilen, das ist kein Thema, aber es kann sein, dass Gott sagt, ja, die Krankheit hat zu tun mit dem und dem und dem. Und darum kann man das eben nicht pauschal über jede Person immer eine Antwort geben und sagen, wieso bin ich krank? Ich habe gesagt, keine Ahnung. Es gibt verschiedene Gründe, nicht eine Sache. Wir hätten gerne eine fixe Lösung oder Antwort und dann ist erledigt. Nein, das ist nicht so. Der Glaube ist ein Dialog und es ist ein Spannungsfeld. Wunderbar, so ist es. Beim nächsten Punkt, Gläubige haben weniger Stress. Das wäre jetzt einer der Punkte, der für mich recht schwierig ist, so zu unterstreichen, weil wir sind schon recht beschäftigt und ich habe auch schon gehört, die Aussage, dass uns der Teufel sehr gerne beschäftigt hält und weil es gibt ja auch so ein gewisses Gefühl von, man ist wichtig, wenn man beschäftigt ist. Aber ich erinnere mich ebenso an ein Zitat von Ole Hallesby, ein Buch, das ich von ihm vor Jahren gelesen habe, vom Beten. Der hat gesagt, wir haben viel zu tun, gerade auch als gläubige Christen und wenn die Maschinerie, hat er gesagt, zu anstrengend ist, dann hat es damit zu tun, dass wir mit Menschenkraft anstatt mit Gottes Kraft arbeiten. Und du hast vorhin so schön gesagt, deine Agenda sieht deine Worte chaotisch aus und du hast sie Gott hingehalten, dass er einfach wieder Ordnung reinbringen kann. Und ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass wir das einfach tun. Und das ist ja genau die Chance und deswegen liebe ich es, wenn wir mit der Predigt vom Sonntag beten, weil wir auf Themen kommen, die wir selber sonst vielleicht nicht so initiieren würden und so nicht dem Heiligen Geist hinhalten würden. Ja. Sie auch mit dem, du hast jetzt die Agenda erwähnt, das ist eben nicht einfach so, die wird auch automatisch gut, sondern ich bin hingesessen, habe sie also erstens habe ich mir eine neue Agenda ausgedruckt, ich spreche jetzt von 2025, weil ich kann nicht, bei mir kann nicht alles so schnell ändern, weil ich habe viele Anfragen und Zusagen, wenn ich mal Ja gesagt habe, ist dann Ja ein Ja, aber ich habe für nächstes Jahr die Agenda aufgeschlagen, habe es nochmals ganz, ganz neu gemacht und habe die Prioritäten eingesetzt, was ist das Wichtigste. Einfach mal ich habe so 4 Farben, das Allerwichtigste. Und dann habe ich ein paar Konsequenzen gemacht, Dinge geändert, aber das war ein Prozess von ein paar Stunden, nicht einfach so, ja, 5 Minuten. Also das möchte ich mit dem eben sagen, wenn du gewisse Dinge ändern willst, man muss hinsetzen und eben auch diese Zeit nehmen, weil wenn man diese Zeit nicht nimmt, dann wird sich das auch nicht ändern. Und darum Stress ist ein guter Punkt, weil der Teufel, wenn uns nicht abhalten kann, Christ zu werden, gläubig zu werden, dann wird er uns Stress aufladen, dass wir 1000 Dinge tun, zu denen wir gar nicht berufen sind. Natürlich, man muss immer unterscheiden, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Aber es gibt viele Dinge, ja, die kann man auch weglassen und es gibt keinen Unterschied. Und es hat oft mit dem Manko, den man hat im Herzen, dass man etwas kompensieren will. Wo man merkt, wenn das mal gefüllt wird, sind viele Themen in der Agenda gar keine Agenda mehr, weil es rausspickt, weil es keinen Platz mehr hat, weil Jesus das füllt. Darum auch wieder, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema.
Ja, das eine ist der Stress, aber das andere sind auch die Sorgen, die uns Stress machen. Und dazu habe ich den Bibelvers rausgesucht aus Philipper 4, Vers 6-7. Macht euch keine Sorgen. Und wenn wir das Sorgenpaket rumtragen und Dinge rumtragen, die unsere Gedanken beschäftigen und uns Sorgen machen, kann das ebenso Stress auslösen. Aber hier heißt es, wir sollen uns keine Sorgen machen. Und ich bitte jetzt, himmlischer Vater, dass du uns die Dinge aufzeigst, die wir mit uns tragen und die uns eigentlich das Leben schwer machen und die uns Sorgen machen, aber wo wir ja gar nichts ausrichten können. Und ich danke dir, dass wir die in jeder Lage zu dir kommen dürfen und das machen wir direkt jetzt. Wir sind bei dir, wir sprechen mit dir über die Dinge, die uns schwer aufliegen. Wir sagen dir auch, was uns fehlt. In unserer Gesundheit, in unseren Finanzen, in unseren Beziehungen. Wir sagen dir, was uns fehlt. Und wir danken dir. Danke, dass du uns hörst. Danke, dass du zu uns sprichst. Und ich habe es gestern erlebt. Etwas hat mir Sorgen gemacht und wie gut hat es getan, dass ich mit Jesus einfach darüber sprechen konnte. Ich habe ihm gesagt, schau mal, das macht mir Sorgen, das ist nicht lustig, das macht mein Leben schwer. Jetzt sprich ich mit dir darüber, was sagst du dazu? Und er hat geantwortet. Und das war so eine schöne Begegnung. Und das steht uns jederzeit zur Verfügung. Und das heißt dann wird Gottes Friede, der unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und ich danke dir, Jesus Christus, für die Verbundenheit, die wir mit dir haben. Und die Verbundenheit, die sieht so aus. Wir, oder? Ja. Wenn ich dir den Arm so rumlege und du mir, dann sind wir verbunden. Und stell dir vor, dass du diese Verbundenheit jetzt mit Jesus hast. Du hast einen Verbündeten und du kannst ihm deine Sorgen abgeben, wo dir nur das Leben schwer machen und dich daran hindern, dass du konstruktive, lösungsorientierte Gedanken hast. Das nächste, was wir beten wollen, gell, das kommt aus der Zeitschrift, aus der Zeitung. Ich war wirklich überrascht. Und sie sagen, Menschen, die gläubig sind, die haben diese Eigenschaften und das vergessen wir. Und sie haben das nächste, was sie gesagt haben, es kommt nicht von mir, von ihnen. Gläubige haben selten Depressionen und psychische Krankheiten. Und das hat auch wieder mit dem zu tun, wir kommen zu einer Ruhe. Es ist eine unvorstellbare Kraft und du weißt, meine Sünden sind mir vergeben, meine Fehler wird mir nicht nachgetragen. Also Fehler begeben ist ja das eine und sagen, es tut mir leid, ist das eine, aber dann zu wissen, es wird mir nicht ständig unter meine Nase gebunden, hat mit dem zu tun, man kann wieder frisch, freu, neu etwas Neues beginnen. Und das hat eine Auswirkung auf die Psyche, auf die Gedanken, auf die Seele, auf die Depressionen, alle diese Themen. Und du hast einen Bibelvers ausgeschrieben und dann möchte ich ganz speziell für das reinbeten, dass Gott auch in unsere Psyche hineinkommt. Ja, Matthäus 11, Vers 28 und 29, da heißt es, kommt alle zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Und wir sind so, vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir. Diese zwei Dinge sind mir so ins Auge gestochen. Genau, ich möchte jetzt beten mit einer Pose. Du kannst wie so ein Gefäß machen. Und das bedeutet, ich empfange jetzt einfach diese Liebe Gottes wie so ein Gefäß. Manchmal hilft das so ein bisschen so. Und das ist jetzt ist noch leer. Und jetzt öffne ich das. Und ich danke dir, dass dein Friede mich tauft. Und ich empfange einen Frieden, den die Welt mir nicht geben kann, die Welt in dieser Dimension nicht hat. Es ist der Friede, dass der Heilige Geist wohnt in mir. Der Liebe Gottes ist ausgegossen in meinem Herzen durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wohnt in mir. Ich bin ein Tempel. Bin so reich beschenkt mit allen Fähigkeiten, die der Himmel anzubieten hat. Es gibt keinen Bereich, wo ich Manko erleiden muss. Ob ich viel oder wenig habe, sagte schon Apostel Paulus. Er, mein Gott, hat mich immer versorgt mit dem, was ich jetzt gerade brauche. Es war nie zu viel, es war nie zu wenig, es war immer genau richtig. Und ich empfange einfach diese Eigenschaften von dieser
von dieser unvorstellbaren, grenzenlose, unbedingte Liebe Gottes, das nie reißen wird wie ein Faden, Geduldsfaden. Es wird nie reißen, never ever. Sondern die Liebe Gottes ist ausgegossen. Ich empfange, dass ich weiß, ich bin gewollt, ich bin geliebt, ich bin angenommen, ich bin gewertschätzt, habe auch einen Mehrwert, den ich bringe in dieser Welt, aber auch einen Frieden, der jetzt in meine Psyche reinkommt. Heiliger Geist, taufe mich mit einem Frieden durch meine Gedanken, was ich sehe, was ich rieche, was ich schmecke, was ich höre, in deinem wunderbaren Namen Jesus. Auch mein Herz schlägt im Rhythmus von dir und meine Beine gehen auch diesen Weg, den du gehen willst. Und meine Bauchgefühle sind auch dir unterordnet. Und ich empfange diese Dinge und der negative, zerstörende, depressive Geist lade ich aus meinem Leben, weil du hast was Neues angefangen, du hast etwas Neues berufen und ich laufe in dieser neuen Freiheit. Amen. Manchmal lohnt es so ganze Posen zu machen, wie das, sag jetzt mal, das Empfangende, das Flehende, das Ausstreckende bedeutet, ich bete dich an, meine Hände, mein ganzer Körper hebt dich, auf die Knie zu gehen, heißt, ich beuge mich vor denen. Man kann sich vor ihnen hinlegen, bedeutet, ich gebe alles, was ich habe, dir hin. Also man hat auch mit dem viele Möglichkeiten zu beten. Und der letzte Gedanke, wo wir beten wollen, ist, Gläubige werden als warm und sympathisch wahrgenommen. Das sagt die Zeitung. Die Zeitung hat geschrieben, dass Menschen, die an Gott glauben, sind warmherzig, sympathisch und achten, wie es anderen Menschen geht. Also das heißt natürlich nicht, dass wir Christen perfekt sind. Von dem spreche ich nicht. Also wenn du deine Hoffnung auf Christen investierst, dann wirst du 100% enttäuscht werden. Aber es heißt im Generellen, weil der Heilige Geist in uns wohnt, sind da Eigenschaften drin, die uns auch dazu verleitet, gewisse Dinge zu tun. Ja, und das sind eigentlich genau die Gaben, die der Heilige Geist gibt. Also die Liebe und die Freude und die Freundlichkeit und die Selbstbeherrschung und die Treue und all diese Dinge. Und lass uns einfach nochmal uns ausstrecken und sagen, Heiliger Geist, komm und vollbringe das Werk in mir. Und ich habe Kolosser 3, Vers 12 ausgesucht. Da heißt es, weil Gott euch nun auserwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, bekleidet euch mit barmherziger Zuneigung, mit Güte, Demut, Milde und Geduld. Und ich stelle mir vor, weil es da heißt, wir sind auserwählt, das heißt, wir sind zum Hochzeitsfest vom Lamm, also von Jesus Christus, eingeladen. Und wenn man zu einem Hochzeitsfest eingeladen ist, da muss man die Alltagskleider oder die Arbeitskleidung oder die Kleidung, die man normalerweise trägt, ausziehen und man zieht festliche Kleidung an. Und wir sind auserwählt, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, und deswegen haben wir eine bestimmte Uniform oder eine bestimmte Kleidung. Und Heiliger Geist, jetzt haben wir dieses Bild vor Augen, dass es eigentlich zu uns gehört, dass wir barmherzige Zuneigung haben, dass wir Güte haben, dass wir Demut haben, dass wir Milde haben und dass wir Geduld haben. Und ich erinnere mich an dieses Beispiel aus der Bibel, wo die Leute zum Fest mal eingeladen sind und da war einer, der kam eben nicht mit diesem weißen Kleid, das ihm angeboten wurde. Und der Punkt ist, dass wir diese Kleidung, wie sie beschrieben ist, barmherzige Zuneigung, Güte, Demut, Milde und Geduld von dir angeboten bekommen, uns damit zu bekleiden. Und das will ich. Und das lasse ich geschehen. Ich nehme diese Aussage, dass wir als warm und sympathisch wahrgenommen werden, nicht, dass ich einfach schon so bin, aber ich nehme das ernst, weil du sagst, wir sollen so bekleidet sein und du gibst uns diese Kleider und ich empfange barmherzige Zuneigung in meinem Leben. Ich empfange Güte in meinem Leben. Eine gütige Wesensart empfange ich. Eine demütige Wesensart, die mir Dinge sagen lässt und die nicht schnell aufbrausend ist. Das nehme ich und ich kleide mich damit. Ich kleide mich mit deiner Milde. Und ich kleide mich mit deiner Geduld. Und das spreche ich über meinem Leben aus und du
du kannst das Gleiche machen. Kolosser 3, Vers 12 sind diese Dinge aufgeführt. Es sind Güte, es ist eine Demut, es ist eine Milde und es ist auch eine Geduld. Und Vater, ich danke dir einfach, dass, wenn der Geist Gottes, diese Substanz Gottes, diese Power Gottes, das Feuer Gottes, die Vergebung Gottes und die Hoffnung Gottes in uns wohnt, haben wir eine Perspektive, eine Gewissheit, eine Ruhe und auch eine Botschaft, die die Welt in dem Ummaße nicht kennt. Und ich danke dir für das gute Werk, das du in mir angefangen hast. Du wirst es auch mit mir zu Ende bringen. Amen. Amen. So, Lieben, ich habe noch eine Bitte, auch wieder Daumen hoch, einen Kommentar rein, damit auch YouTube das hochgeht. Und ich habe auch noch ein Anliegen, am Sonntag haben wir, wenn du die Predigt nicht gehört hast, ich bitte dich wirklich, die ersten nur 5 Minuten anzuschauen. Du siehst ein Drama, ein Stück, das ist Tränen berührend. Du kannst auch gerne Leute weiterschicken. Also nur schon die ersten 5 Minuten ich habe das 20 Mal zu Hause angeschaut, Minimum. Es hat mich so bewegt, weil da kommt eben die Kraft Gottes hervor, wenn man was falsch gemacht hat, dass man Gott, den Vater, um bittet. Also schickt bitte den Link weiter, sagt Leuten, nee, das musst du dir unbedingt anschauen. Es ist wirklich lohnenswert. Und wünschen euch eine super gute, wie sagt man, nicht mehr Osterwoche, oder wie sagt man, nach Osterwoche, keine Ahnung. Eine super gute 1. Aprilwoche. Ah, ja, genau, April. Also danke, wart ihr dabei, danke fürs Beten und morgen Abend, Mittwochabend haben wir auch ein Online-Gebet für alle Fürbitter von ICF, die auch dabei sind, auch wieder 8 Uhr. Seid dabei. Wir beten für Anliegen, ganz spezifisch für die Church und ich wünsche euch Gottes Segen. Du findest den Link auf unserer Church-App, da kannst du reingehen, icf.app und dann siehst du bei Stille Zeit Angebote, da ist der Zoom-Link eingeblendet. Genau. Darum seid dabei, morgen Abend. God bless you. Tschüss. Ciao, ciao, tschüss.